Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, muss ich dir etwas Unglaubliches erzählen. Es geht auch nicht lang. Hast du gewusst, dass nur 42%, die über Spotify zulässt, dort auch den Podcast abonniert hat? Das ist mega wenig, oder? Wenn du jemand davon bist, der auf Spotify zulässt, aber den Podcast noch nicht abonniert hat, wäre es richtig cool, wenn du das machen könntest. Diese Unterstützung kostet dich nichts und sorgt dafür, dass noch viel mehr Leute diesen Podcast hören. Und wenn du uns und unser Projekt auch mit einem finanziellen Zustupf unterstützen willst, dann kannst du das sehr gerne über Twint machen. Du kannst den Betrag, den du angemessen findest, mit dem Vermerk Adventskalender an die Nummer 077 448 18 99 schicken. So, und jetzt geht's los. Es ist der 23. Dezember und seit 15 Minuten ist es dunkel. Keine Strassenlaterne, kein Weihnachtsbaum, kein Adventsfenster leuchtet. Besser gesagt, leuchtet nicht mehr. Stromausfall in Borgarnes. Stromausfall in ganz Island. Freya kommt in dem Moment heim und sieht ihre Familie um den Küchentisch sitzen. Sie haben Kerzen angezündet und spielen Uno. Mami! Ruft ihre 11-jährige Tochter Lilia ihr entgegen. Ja, bist du endlich? Es ist schon mega lang einfach dunkel. Wir müssen Kerzen zusammensuchen und die Schmine anzünden. Weißt du, wie schnell wird es kalt, wenn wir nicht mehr heizen können? Es ist einfach dunkel und grusig. So mühsam. Sie übertreibt, sagt Katla, 13 und leicht genervt von ihrer kleinen Schwester. Seit höchstens 15 Minuten haben wir Stromausfall und eigentlich ist es gemütlich. Zum Glück habe ich erst gerade noch so viel Holz gehackt und wir haben genug Feuerholz, um uns hier innen warm zu halten. Freya ist beruhigt. Alles wie immer. Die Lilia macht Drama, die Katla spielt Heldin. Eben, alles wie immer. Wir sind einfach froh, bist du wieder daheim. Ist sicher nicht so lustig, durch die dunklen Strassen zu laufen, sagt ihr Mann, der Björn, und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Ja, also es geht. Ich bin froh, daheim zu sein und zu sehen, dass ihr alles im Griff habt. Jetzt ist nur meine grösste Frage, was wir zur Nacht machen. Ich wollte eigentlich Pasta mit Meeresfrüchten machen. Aber so ohne Strom wird es schwierig auf dem Herd. Sie überlegt kurz und sagt dann: Aber ich habe auch noch Rauchlachs gekauft, die ich eigentlich für am Morgen vom 25. Dezember angedenkt habe. Ich glaube, da ziehen wir jetzt einfach vor. Und es gibt Lachsbrötchen zum Nacht. Die Familie nickt zufrieden. Es gibt noch ein paar Runden Uno, dann feine Lachsbrötchen und in der Hoffnung, dass am nächsten Morgen der Strom wieder da ist, gehen alle früh ins Bett. Am nächsten Morgen bleibt aber alles dunkel. Die Sonne geht in dieser Jahreszeit in Island erst am 11 Uhr auf. Normalerweise mega schön, weil die Weihnachtsbeleuchtung kann so noch länger in vollem Glanz erstrahlen. Aber bei Stromausfall weniger schön. Die Lilia ist frustriert. Heute ist Heiligabend. Der Strom ist aber immer noch weg und damit gibt es keine Weihnachtslichter mehr dieses Jahr. Hey, aber jetzt können wir meine Kerzen anzünden. Zum Glück habe ich letztes Jahr so viel selber gezogen, sagt Katla stolz und stellt eine Kartonkiste mit fein schmöckenden Bienenwachskerzen auf den Tisch. Mein Problem ist mehr, was es heute zum Nacht gibt. Aus der traditionellen Weihnachtsgans wird ja wohl nichts ohne Strom, sagt Freya. Ganz einfach. Zurück zu der Natur. Meint der Björn. Wir machen das Feuer voraus und wir trüllen die ganz einfach über dem Feuer. Wie ein Spanferkel. Dazu Salat und auf dem Feuer geröstetes Knoblauchbrot. Das könnte funktionieren, denkt Freya. Zwischen 11 Uhr am Morgen und dem 4 Uhr am Nachmittag haben alle noch ein bisschen Zeit, um bei Tageslicht ihren Beschäftigungen und Vorbereitungen nachzugehen. Die Freya und die Lilia sind in der Küche am Salat rösten und Knoblauchbrot streichen. Die Katla hilft ihrem Vater draussen an der Feuerstelle. Die Lilia freut sich zwar auf eine außergewöhnliche Weihnachten, aber dass es keine Weihnachtsbeleuchtung gibt, stört sie immer noch. Der Abend verläuft nach Plan. Also nach Stromlosplan halt. Eigentlich hätte sie sich das alles schon etwas anders vorgestellt. Aber immerhin, in der Katla ihre gefühlt 20 Bienenwachskerzen geben genug Licht, um den Küchentisch zu erhellen. Und die ganz über dem Feuer ist überraschend fein und zart rausgekommen. Sie sind zufrieden. Nur die Lilia ist immer noch frustriert. Weihnachten ohne Weihnachtsbeleuchtung ist einfach nicht das Gleiche.
Wo der Björn nach der Nacht noch Glühwein über dem Feuer aufsetzen, passiert über ihm etwas, wo er diese Nacht nicht damit gerechnet hat. Schnell springt er zum Haus zurück. Kommt raus, schnell! Die Lilia hat eine Vorahnung und ihre Augen fangen an zu leuchten. Sie legt ihre dicken Schuhe, die Jacke und den viel zu grossen Schal an, so schnell sie nur kann. Wo sie rauskommt, stockt ihr der Schnuff. So intensiv, so grün, lichtblau und auch rosa, über den ganzen Himmel verteilt. So hat sie die Nordlichter noch gar nie gesehen. Auch der Rest der Familie kommt raus und starrt ganz ungläubig in den Himmel rauf. Da hast du deine Weihnachtsbeleuchtung, mein Schatz. Murmelt der Björn. Und sie ist noch viel schöner als sonst.